Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Ach, da haben sie Pilze versteckt. Santino. Ja, fragen wir mal den. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Die Felle können wir eintauschen, den Krug, die Schüssel und die Flügel. Doch, tauscht man nicht aus, weil der Herr nicht so viel Erz hat. Ein Templer. Wir wollten ja runter. So, wir sammeln jetzt erstmal alles ein. Wollen wir mal dahinter schauen? Oder treffen wir da schon auf Minecrawler? Nee, da sind auch Butler. Ist Ian da unten? Aber ich glaube, dass er eher vorne ist. Snipes. Fragen wir mal den da. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz.
Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. 10 Erz ist er. Schon ein bisschen wenig. Aaron, das wäre der da. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Buddler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. Hätte sein können. Probieren wir noch was anderes. Die Buddler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Er will dir kräftig in den Arsch treten, weil du so faul bist. Na, das ist doch nichts Neues. Geh weg! Ja, man kann den Typen nicht überzeugen. So, jetzt gehen wir wieder zu Ian. Weil wir die Liste brauchen. Ist der ganz unten? Das schaut also so danach aus, dass er da irgendwie ist. So, das Rabenkraut nehmen wir auch mit. Ulbert. Fragen wir mal Ulbert. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Aleph der Butler. Hat vielleicht den Schlüssel. Ist vielleicht das Aleph? Nee. Ach, da ist Ian. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt.
Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. So, Alberto. Gott ist. Aber wir wollen zu Ian.